Die Worte der Bibel ermutigen und lehren mich, weil ich davon ausgehe, dass derselbe Geist, der diese Worte hier inspiriert hat, auch dieser Geist ist, der mit mir an den Tisch sitzt und diese Bibel durchliest. Das heißt, für mich gibt es kein Bibellesen alleine, sondern nur in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und wenn es Dinge gibt, die ich manchmal nicht verstehe, dann weiß ich, dann bleibt er mit mir dran, bis ich es verstehe, bis ich diese Wahrheit verstehe und immer mehr und mehr somit ins Ebenbild Gottes werden kann. So, come on, Applaus aus dem Paul. Unser Paul. Unser Paul. So, good morning. So, heute Morgen möchte ich speziell eine Gruppe begrüßen. Das ist ein mega Vorrecht. Wir haben heute den Bruno und den Paulus da und seine Freunde von Rio de Janeiro. Ich kann ganz kurz aufstehen von ICF Rio de Janeiro. Come on, let's get up for a moment. ICF Rio de Janeiro. It's the people from the land of the samba. Wow, thank you so much. So cool, wir haben ganz verschiedene Leute hier gehabt. Beim ICF wir hatten so ein Modul gehabt, wo Leute sind da waren von Kroatien, von Russland, von Rio de Janeiro, von around the world und auch noch ein paar Schweizer. Ja, also die gibt's auch noch. Genau, der Dan war ja dort. Bist du überhaupt ein Schweizer Dan? Ja, logisch, ja. Happy Birthday, Michi, mega cool. 42. Ein gewisses Alter muss man einfach nach abschrauben. I know what it is. Ich bin jetzt auch 38 geworden. Ja, yeah, really, I mean, what should I say? Weil das Coole ist ja, dass das Wort von Gott und Jesus macht uns ja jung, oder? Keep it young. Forever young, forever fresh and always cash. Das Thema für heute heisst, wie verändert das Wort Gottes, die Bibel, unser Leben? Und ich habe Good News, das Bibellesen verändert effektiv unser Leben in einer positiven Art und Weise. Wenn ich die Bibel anfange lesen, fängt die Bibel an von mich lesen. Und versuche ich Fehler zu finden in der Bibel, findet die Bibel beim Bibellesen Fehler in mir. Mit anderen Worten, das Wort von Gott hat einen krassen Power in unserem Leben. Das ist ein Ehepärli, sie wollen heiraten und der Pfarrer hat sich entschieden, dass Trauzeugin wird den Trauvers vorlesen und Trauzeugin geht nicht in die Kirche, glaubt nicht so an die Bibel und dann sagt der Pfarrer, den Trauvers für das Ehepärli haben wir gefunden, in Johannes Kapitel 4, Vers 18 und er gibt der Trauzeugin die Bibel und sie geht an, blättert da irgendwie, sie hat immer so, siehst du, so ein Ding und dann macht sie da auf und dann liest sie Johannes Kapitel 4, Vers 18 und dann fängt sie an zu zittern. Dann sagt sie, euer Trauvers, den wir gezogen haben, ist 5 Männer hast du gehabt. Und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Kennt ihr die Story? Es ist nicht unwichtig, dass du die Bibel kennst und dass du auch weißt, wenn zitierst du was. Und wenn zitierst du wo was, in welchem Kontext, damit alle glücklich sind und alle können davon profitieren. Das ist ganz einfach. Das Wort von Gott hat ganz verschiedene Eigenschaften. Ich habe das ganz kurz aufgezeichnet. Sondern die Bibel sagt, das Wort von Gott ist auch wie Geist. Das Wort von Gott ist Brot, das isst man, es ernährt dich. Das Wort von Gott ist Wasser, es reinigt dich und stärkt dich. Das Wort von Gott sind Symbol, Boim, Schaf, Hirte, das sind Symbole. Das Wort von Gott ist eine Sicht, es gibt dir eine Vision in deinem Leben. Und das Wort von Gott ist auch wie ein Licht in unserem Leben. Und ich möchte über das Licht reden, weil das Licht hat eine absolute, gigantische Eigenschaft. Und ich möchte das einmal ganz kurz demonstrieren. Also wenn ich jetzt so im Licht innen stehe, siehst du alles von mir. 39 Grösse Schuhe, 1,68 Meter, heute 1,69, je nach Tagesform. Du siehst alles von meinem Leben, du hast eine Meinung darüber und das Licht tut etwas beleuchten und auch erleuchten. Johannes Kapitel 3, Vers 20. Wer Böses tut, der scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihn seine Taten nachweisen kann. So, da siehst du mich nicht, oder? Aber wenn ich in dieser Position lebe, und das weißt du kannst jetzt Sünde oder Fehler nennen, wie auch immer. Heute sagen die Leute nicht mehr Sünde, sondern es war nicht professionell. Wie auch immer du das nennst. Sünde macht dich kaputt, es macht dich krank, es macht dich depressiv, es nimmt die Freude weg.
Aber wenn ich den Mut habe, Vers 21, wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Wir haben uns entschieden, wir leben ein Leben im Licht von Gott. Die Bibel beleuchtet unser Leben, alles liegt offen da und ich habe nichts zum Verstecken und das ist mega cool. Weißt du, wieso ist das Licht so wichtig? Licht hat nie Angst vor der Dunkelheit. Licht ist immer stärker als Dunkelheit. Du kannst in einem dunklen Raum sein und es kommt ein Spalt Licht rein und das Licht verdrängt die Dunkelheit. Darum hat ein Dämon immer Angst vor einem Engel, weil ein Engel ist stärker als Dunkelheit. Darum sagt Gott zum Teufel, du bist einer, ich bin Gott, Jesus, der Heilige Geist, 3 gegen 1, du hast anyhow keine Chance. Und jeder Christ sagt, praise the Lord, Halleluja. Wir haben keine Angst vor der unsichtbaren Welt, weil das Licht von Gott ist stärker als alles andere auf der Welt. Wie cool ist denn das? Come on, wie cool ist denn das? Ich möchte euch 4 Bereiche in meinem Leben zeigen, wie das Bibellesen mein Leben verändert hat. Ich möchte euch einfach so einen Einblick geben. Also wenn du nicht gläubig bist, dann lesest du vermutlich das Bravo, den Blick, whatever. Und ich habe angefangen, das Bibel zu lesen und 4 Bereiche hat Gott durch das Bibellesen mein Leben verändert. Zum Beispiel das eine, die Bibel sagt ganz klar und deutlich, ehre deinen Vater und deine Mutter, ehre deine Eltern. Und bis 18 habe ich gefunden, meinen Vater ehren. Heisst zwar auch Leo, aber ich wüsste gerne nicht wie und warum, hat es nicht verdient. Und die Bibel sagt, du ehrst deine Eltern nicht, weil sie perfekt sind, sondern weil Gott sie gebraucht hat, um dich aufs Leben zu bringen. Und wenn du sie ehrst für den Effekt, sagt die Bibel, wirst du lang leben. Wer von euch will nicht lang leben? Alle. Genau, darum essen wir ja auch jetzt ganz going green, grün, gesund. Du hast ein langes Leben. Das ist eine Verheißung von Gott im Himmel. Also, deine Eltern in Brasilien, musst du es nicht sagen, du musst sagen, du verlässt deine Eltern. Und bei uns muss man sagen, deine Eltern. Das zweite, Israel. Ich weiss nicht, was du über Israel denkst. Und ich meine, ich komme auch nicht ganz genau draus in allem, was da drinnen passiert. Aber die Bibel sagt, das Volk von Gott, Israel, ist das Volk von Gott, der Augapfel Gottes. Und wer den Augapfel segnet, ist auch gesegnet. Und ich weiss, Gott liebt nicht Israel, weil sie alles richtig machen, sondern weil sie einfach sein Sohn und Tochter sind. Genauso liebt Gott dich und mich nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil wir Söhne und Töchter von Gott sind. Und das scheint Gott zu genügen. Das ist das Good News. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern ein perfekter Gott. Und das andere ist Kirche. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Kirche. Und jetzt musst du wissen, es gibt so viele verschiedene Menschen. Also wenn ich heute ins Publikum schaue und ans Fernsehen, ich sehe Menschen mit blonden Haar, schwarzen Haar, roten Haar, kein Haar mehr, die sind schon am Zügeln. Whatever du hast, genau. Aber allein unsere Hautfarbe und unser Background sagt, wir denken oft auch ganz, ganz verschieden, oder? Das heisst, es gibt nicht eine Kirche, wo jeder Mensch abholt. Ich glaube, für die verschiedenen Arten von Menschen braucht es eine Vielfalt von verschiedenen Kirchen. Und die verschiedenen Kirchen ist der Body of Christ, der Leib Christi. Aber jede lebendige Kirche hat eins im Gemeinsamen. Das Kreuz, Jesus ist der Mittelpunkt. Und wenn Jesus der Mittelpunkt ist, dann genügt alles. Nicht die Theologie tut uns verbinden, nicht der Stil, nicht das Gebäude, sondern Jesus. Und das bedeutet für mich als ein neutraler Schweizer, ich rede nicht negativ über Brut Jesus. Auch nicht über eine andere Kirche. Weißt du, warum nicht? Wenn du über etwas negativ reden und wenn jemand auf den Fuß stehen, ich habe eine Idee. Der Teufel. Dem kannst du den ganzen Tag auf den Fuß stehen. Aber nicht den Frauen und Männern, die irgendwie versuchen, das Mittelpunkt im Leben Jesus grösser zu machen. Ich bin dankbar für jede Church in dieser Stadt. I'm really thankful for jede Dings. Und das hat durchs Bibellesen, bin ich jetzt ganz ehrlich, hat Gott mir ein paar Sachen in meinem Leben geholfen. Und auch bei dir, du denkst über viele Sachen ganz, ganz neu, weil das Wort von Gott hat dich gereinigt. Der erste Punkt ist, das Licht zeigt mir immer den Weg im Leben. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Like, that's good news. Das heißt, wenn ich die Bibel lese, beleuchtet Gott meinen Weg. Und jetzt achte mal, was Gott beleuchtet. Und das ist jetzt mega tief. Was Gott immer beleuchtet, und das ist für jede Person genau gleich, er beleuchtet deinen nächsten Schritt. Das ist alles, was Gott macht, by the way.
Aber Gott hat uns ein Ziel, einen Plan, eine Vision gegeben. Und die Vision ist immer dort vorne. Aber dort vorne beleuchtet Gott nicht. Das kannst du nur mit Glauben erreichen. Glaube heisst, wir sind noch nicht dort. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich weiß, was noch nicht ist, wird werden. Aber alles, was ich weiß, ist, Gott beleuchtet meinen nächsten Schritt mit dem Wort von Gott. Praise the Lord, Halleluja. Und alles, was ich brauche, ist einfach nur der nächste Schritt. Einer der grössten Glaubenssätze von allen Frauen und Männern Gottes ist immer wieder, Gott hat mir so eine grosse Vision gegeben. Wie willst du das erreichen? Und jetzt kommt der Glaubenssatz, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie ich von dort ankomme. I don't know. Aber alles, was ich weiß, ist, wer Gott ist. Und ich weiß, mein Gott ist allmächtig. Und was ich auch weiß, ist, Gott beleuchtet meinen nächsten Schritt. Das weiß ich. Das ist alles, was du und ich in unserem Leben haben. Und ich möchte euch ganz kurz den Gedanken reinmassieren, wie man das bei einer Fleischmarinade reinmassiert. Nicht zu sagen, du bist Fleisch. Aber ich möchte euch ein Prinzip Gottes in der Bibel erklären. Die Bibel, das Lesen vom Wort von Gott, ist ein Licht auf deinem Weg. Stell dir vor, Gott sagt zum Noah. Es hat noch nie geregnet. Noah, du wirst eine Arche bauen, ein Monsterboot. Und der Noah Gott dann sagt, du Schatz, ich werde eine Arche bauen. Und sie sagt, wie machst du das? Keine Ahnung. Aber Schatz, good news, es kommt regnen. Und sie sagt, was ist Regen? Der Noah, keine Ahnung. Aber es muss etwas Nasses sein. Und ich weiß es nicht, aber was ich weiß ist, dass Gott, wer Gott ist, und ich weiß, dass Gott ist allmächtig. Und was ich auch weiß, in dem Kreis innen, Gott hat mir Bretter und einen Hammer gegeben. Das weiß ich. Und wir würden sagen, hey Noah, ist alles gut mit dir? Also, was hast du für eine Strategie? Hammer und Brett. Wie willst du das machen? Keine Ahnung. Ich hau das irgendwie einfach zusammen. Oder denk einfach mal an die Geschichte von der Sarah. Im Alten Testament, Frau von Abraham, Hochalter, alt. Und die Bibel ist so romantisch, die Zeit der Liebe war erloschen. Mit anderen Worten, es ist nicht mehr gegangen. Blaue Pille hat schon lange nicht mehr funktioniert. Und dann kommt ein Engel und sagt, hey Sarah, du wirst schwanger werden. Und Sarah, die hat einen Lachenfall und sagt, du hast keine Ahnung. Blaue Pille, wir haben alles schon gemacht, es geht nicht mehr. Der Engel ist nicht schockiert und sagt, hey Sarah, hast du das Gefühl, Gott ist blaue Pille? Und Sarah schockiert und geht in H&M Kinderabteilung. Da sagt die Freundin, du, Sarah, was machst du da? Ja, ich kaufe mir Kinderkleider für unser neues Kind. Aber Sarah, wir haben doch darüber diskutiert, letztes Mal, Group, es geht nicht mehr. Du hast mir das erzählt. Ich weiss, die blaue Pille geht auch nicht mehr, du hast mir das gesagt. Und sagt Sarah, wie das geht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Komme nicht raus. Aber was ich weiss ist, wer ist Gott? Und ich weiss, mein Gott ist allmächtig. Und ich weiss, der Engel hat es mir gesagt und das genügt. Wirklich. Hast du Fieber? Geht's dir gut? Ich kann dich in die Seelsorge schicken, gratis 3-mal. Denk an Moses. Er geht mit 2 Millionen aus Ägypten raus. Hinter ihm sind Ägypter, links und rechts sind Finder, vor ihm steht das Rote Meer, wunderbar warm, 32 Grad warm, mit Fisch drin. Und sagen, Noah, wie willst du uns retten? Und der Noah sagt, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, wer ist Gott? Und Gott ist allmächtig. Und was ich auch weiß, ich habe einen Stab. Okay. Mega vertrauenswürdig. Jeder hat keine Angst mehr gehabt. Denk an Josua. Gott sagt zu Josua, nimm das Land ein und es gibt eine krasse Stadt, Jericho. Und die ist so krass, aber die müssen wir einnehmen. Und wir fragen, wie machst du das? Keine Ahnung. Aber was ich weiss, ist, wer Gott ist. Und ich weiss, er ist mächtig. Und Gott hat mir gesagt, wir sollen unsere Füße brauchen und einmal um die Mauer laufen. Nehmen wir den Gewehr mit? Nein. Schilder? Nein. Feuer? Nein. Steuschleider? Das gehört dem David. Und sie laufen einmal rundum und alle sagen, boah, ist
Krass, Mann. Es hat sich nichts bewegt. Nicht mal ein Stein ist rausgefallen. Josua, wie willst du das machen? Glaubensstatement. I don't know. Aber I know. Ich weiss, wer ist Gott. Und er ist allmächtig. Und er hat gesagt, wir müssen rumlaufen. Und Mann, machen wir es gleich nochmal. Mega cool. So krass gewesen. Denk bitte an David. Er geht vor der Goliath an und die Leute fragen, wie willst du, David, als ein Hirte, den Goliath erschlagen? I don't know. Aber was ich weiss, ist, wer ist Gott. Und ich weiss, ist er allmächtig. Und ich weiss, ich kann einen Stein schleudern und 5 Steine. Ich glaube, das könnte noch lange. Wow. Denk an die blutflüssige Frau. 12 Jahre lang ist sie krank. Alles ist umgeben von Jesus. Es hat keinen Platz mehr. Und die Kollegin sagt, hey, sorry, du kommst nicht zu Jesus an. Der sieht dich gerne. Es ist unmöglich. It's impossible. Dann sagt sie, ich weiss es auch nicht wie. Aber weiss ich, was ich weiss, ist, wer ist Gott und er ist allmächtig. Und was ich weiss, ich muss nur den Zipfel von seinem Gewand berühren. Und es langt schon. Und wir würden sagen, okay. Denk an Petrus. Ist vom Boot drin. Jesus ruft, Petrus, komm. Und der Petrus ist dort und die Leute sagen, Petrus, wie willst du vom Wasser laufen? Das hast du noch nie gemacht. Und er sagt, ich weiß es auch nicht. Aber was ich weiß ist, wer ist Gott? Und ich weiß, er ist allmächtig. Und was ich auch weiß, er hat gerufen und das lange doch. Macht Sinn? Denk an Jesus. Er sagt zu seinen Jüngern, Frauen, Männer, Jungs und Mädels, Girls und Boys, Bro and whatever. Ich bin das Licht von der Welt. Ich bin gekommen, um alle Sünden zu vergeben. Und jeder denkt, Jesus, wie willst du das denn machen? Wie willst du Träume besiegen? Und Jesus sagt, ich weiß, wer Gott ist. Er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Und was ich auch weiss, ist, ich habe ein Kreuz und ich glaube, ich könnte es tragen. Und ich kann mir vorstellen, es genügt. Ich möchte dir eins sagen heute. Ich möchte es Ihnen massieren. Alles, was du weißt, ist, Gott ist ein Licht auf deinem Weg. Das Wort von Gott beleuchtet deinen Weg aus. Es ist ein Stab, es ist ein Wort, es ist ein Zipfel, es ist ein Steinschleuder. Mehr hast du nicht. Und du nimmst, was du hast und du vertraust, dass Gott den Rest macht. I don't know, aber ich weiss, wer Gott ist und ich weiss, Gott ist allmächtig und ich weiss, dass man geht. Und wenn du das, was du hast, nimmst in deinem Licht, listen to me. Hat er nicht den Noah seine Arche gebaut? Hat er nicht Sarah ein Kind bekommen? Ist nicht der Mose mit seinem Volk durchs Rote Meer durchgelaufen? Die Mauern von Jericho nach dem 7. Tag sind niedergefallen. Der Goliath ist zu Tod zu Boden geflogen. Die blutflüssige Frau hat das Gewand angelangt und ist geheilt worden für immer. Der Petrus ist zum allerersten Mal auf dem Wasser gelaufen. Und Jesus ist aus dem Grab gekommen und gesagt, Bum, Schakala. Alles, was es braucht, ist, die Bibel ist das Wort Gottes wie ein Licht. Wenn du das lesest, beleuchtet die Bibel unseren nächsten Schritt in unserem Leben. Und es sieht von außen gesehen, dein Glaubensschritt immer, ist ja nicht dein Ernst. Es sieht recht spooky aus. Wo ist dein 5-Jahres-Strategy-Plan? Du sagst, keine Ahnung, ich habe noch einen Stock. Aber ich habe so einen Knüppelplan. Ich habe. Verstehst du mich? Ich habe, das ist so dort Nesel. Mehr hast du nicht. Der zweite Punkt heute, das Licht macht sichtbar. Ich finde es mega cool. Lukas 11, Vers 34 bis 36. Durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Und wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und jetzt kommt der Vers. Deshalb achte darauf, dass das Licht in deinem Innersten nicht erlischt. Hast du gewusst, das Licht, das Wort von Gott, kann erlöschen?
Wenn ich die Bibel nicht mehr lese, beleuchtet es meinen Weg nicht mehr. Und plötzlich merke ich, das Licht ist nicht mehr da und ich fange an, im Dunkeln zu tappen. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, den ich schon mal vorgelesen habe. Einer von meinen Lieblingsbibelversen. Das ist ein ganz einfacher, theologisch gibt es nur eine Meinung. Galater 5, 19 bis 21. Im Übrigen ist es klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Jetzt kommt so ganz positive Auflistung. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Einfach so eine Liste. Und was ich liebe, wenn du den Galater da drin liest, ich glaube, der Text wird auch von dich lesen. Und ich möchte dich fragen, in den nächsten 2 Minuten, wir werden so ein Lied spielen lassen, und ich möchte dich einfach so zu einer Zeit geben, welches Wort springt dich an? Vielleicht sind es auch mehrere Wörter. Also welches Wort beleuchtet Gott heute in deinem Leben? Und ich möchte noch erklären, wieso ich den Punkt bringe. Ich möchte erklären, wie du eine Erkenntnis mit dem Wort von Gott in deinem Leben kannst lösen. So 2 Minuten. Welches Wort spricht dich an? Auch für die, die jetzt im Fernsehen, Livestream schauen. Welches spricht dich an? Und dann möchte ich erklären, wie du das Wort, wo du Erkenntnis kriegst, wie kannst du mit dem Wort von Gott, mit der Bibel konkret in deinem Leben lösen. So, 2 Minuten. Das Thema ist ja, wie kann das Wort von Gott dein Leben verändern. Und ich möchte die Serie beenden, ganz praktisch. Ich möchte euch so eine ganz praktische Erklärung geben. Wie kann man so Sachen im Leben anpacken? Das heisst in dem Vers, wer sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Also das heisst ja, wenn du zum Glauben an Jesus kommst und du fährst an die Bibel lesen, fährt der Heilige Geist und die Bibel an, dein Leben beleuchten und gewisse Eigenschaften nimmt Gott auf einem Schlag weg, oder? Und gewisse Eigenschaften bleiben noch immer da. Und ich habe den Bibelvers gelesen vor ein paar Monaten
Und dann hat mich das Wort angesprungen, Wutausbrüche. Ich merke, ja, das spricht jetzt mich in dem Sinn an. Und habe festgestellt, in meinem Leben, es gibt so Momente, etwa so 3-mal im Jahr, nicht mehr, wo ich in einen Meetings an einer Dienstag wie einem Vulkan explodiere. Nur kurz, aber heftig. Und dann kommt Lava raus. Und dann sind alle um mich herum tot. Und dann tut es mir mega leid. Und dann bete ich wieder und sind sie wieder lebendig. Genau. Und ich habe gemerkt, das ist etwa 3-mal im Jahr, nicht mehr. Das ist jetzt nicht an einem Sonntag auf der Bühne, sondern einfach so eine Dienstag und so. Und ich habe gemerkt, das Wort spricht mich an. Und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen, weil ich glaube, dass für die meisten Antworten hat die Bibel, das Wort von Gott, eine Lösung. Und ich habe gelesen, die letzten 9 Monate habe ich gelesen, weil ich wissen, Gott, was ist so der Ursprung? Warum ist das so bei mir? Weil es ist immer so ansatzlos gekommen, nicht einmal, wenn ich schlecht drauf bin und so. Und ich wollte wissen, was ist die Wurzel in meinem Leben? Und ich habe die Bibel gelesen, 9 Monate lang, und ich habe 9 Monate lang bin ich auf keine Lösung gekommen. Ich konnte nicht sagen, warum ist das so? Und es hat mich ein bisschen gestresst, oder? Weil ich habe gerne, Gott, komm wir gehen Gas, oder? Und ich habe mich entschieden, dass ich mit der Susanne den Jakobsweg laufen, 170 Kilometer wie Maria und Josef, zum einfach können und die Wurzeln gehen, um das Problem zu lösen, weil jetzt bin ich mehr als 50 und ich finde einfach, in gewissem Alter ist es einfach unnötig, oder? Und ich habe dann die Bibel gelesen und ich möchte euch eine Grafik zeigen, die mir geholfen hat. Es ist auch nicht von mir. Und zwar, es gibt im Leben so einen Lebensstrahl. Und dann gibt es einen Moment, wo du die Bibel liest, so einen Bibeltext, und es gibt einen Tag X mit dem Y, wo der Heilige Geist und das Bibellesen dir eine Offenbarung schenkt, oder? Und die Wutausbrüche, ich gemerkt habe, das ist mein Thema. Und dann gibt es die Umkehr. Die Umkehr bedeutet nichts anderes. Du beobachtest, du diskutierst und stellst die Frage, warum explodiere ich, warum bin ich ein Vulkan? Monatelang habe ich wirklich die Bibel gelesen und ich habe keine Ahnung, warum ist das so. Ich denke, Gott, das ist extrem. I don't get it. Und eines Morgens habe ich einen Bibelvers gelesen für die Vorbereitung für das Movement Retreat. In Epheser 5, Vers 19 bis 20. Ermutigt einander mit Psalmen, mit Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Gott Danke, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Jesus Christus. Und denke, alle Zeit, ja, genau in dem Jahr ist Susanne, ihr Vater ist in den Himmel gegangen, Deb ist in den Himmel gegangen. Ein mega spezielles Jahr. Und ich gemerkt, ich muss Gott danken sein für alles. So cool. Habe ich gemacht. Wochenlang habe ich den Vers vorgelesen. Weil lesen ist das eine, aber du manchmal musst es essen und kauen wie Brot und überlegen, was heisst für mich Psalmen singen. Und jeder, der Theologie studiert, weiss, einen Bibeltext muss man verstehen im Kontext. Was sagt der Text vorher und der Text nachher? Und dann habe ich einmal den Text vor dem Vers 19 gelesen. Und Vers 18 heißt, und sauft euch nicht voll von Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ich denke, stimmt. Zu Gott gesagt, dass ich bin kein Säufer, aber ich kenne ein paar. Zu denen gehöre ich nicht. Der Bibelvers macht für mich, kennst du das? Keinen Sinn. Und ich habe den ein paar Wochen lang doch noch mal gelesen und dachte, interessant, wieso steht der vorher? Und dann hatte ich einen Holy Spirit Moment gehabt. An einem Morgen, als ich den Bibelvers gelesen habe, dachte ich, Säufen, das stimmt. Mein Vater war ein Alkoholiker. Der hat manchmal recht gesoffen. Und sein Leben ist wirklich aus der Fuge geraten. Und dann ist mir etwas in den Sinn gekommen, das ich nie so angeschaut habe. Sondern oft, wenn mein Vater es streng geschafft hat, dann ist er am Samstagabend in eine Kneipe gegangen, hat sich voll besoffen, hat nicht mehr heimlaufen und dann hat die Frau mir angerufen, die Leo, kannst du nicht deinen Vater abholen? Am Sonntagmorgen um 1 Uhr der Nacht, er ist so besoffen, er kann nicht mehr laufen. Und ich vergesse nie mehr den Moment, wo du ins Restaurant reinlaufst und jeder schaut dich an, das ist jetzt der Sohn von dem besoffenen Kaib. Und ich habe mich so geschämt. Und ich habe den Vater wirklich rausgetragen ins Auto rein, habe ihn angesetzt und dann im Auto rein hat mein Vater einen Zornausbruch gehabt, so 2-3 Mal im Jahr. Und er hat gesagt, ich bin so ein schlechter Vater. Du hast mich nicht verdient. Ich schäme mich über dich. Bitte fahr in den Wald und ich möchte mein Leben beenden. Und ich habe für mich gedacht, warum kommt mir das in den Sinn? Und mein Vater hat den Wutausbruch auch gehabt. Er hat mich in dem Moment zerstört, wie ein Vulkan mit seinen Eschen.
Und ich habe die Geschichte vermutlich verdrängt oder vergessen, I don't know. Und habe zu Gott gesagt, was ist der Link zu meinem Leben? I don't get it. Und der Heilige Geist sagt, schau, Leo, ist genau in deinem Leben genau gleich. Wenn du reist ohne Ende, kommst du heim. Der Samstag vom Vater ist dein Montag. Acht mal, was du am Montag machst. Du stehst auf, du Sprit vorbereitet, du später, hast eine Zeit mit deiner Frau, dann gehst du golfen, 18 Loch, fährst mit dem Töff über den Berg, gehst direkt quaschen, nochmal eine Stunde, duschen, fährst in die Small Group und in der Nacht um 1 kommst du wieder heim, weil du das Gefühl hast, dass du das Leben verpasst hast. Du drückst alles rein in einem Tag, meine Seele jetzt verdient. Und dann immer am Dienstag explodiert es bei dir. Ein Bibelvers, wo ich gelesen habe, besaufte voll Wein, hat Gott mir eine Revelation gegeben. Ich möchte dir eins sagen, es ist mega schmerzhaft für mich, wo mir das in den Sinn kam, weil die Gefühle als Kind, wie sich das anfühlt, wenn mein Vater sagt, lass uns in den Wald fahren, ich möchte mich umbringen. Katastrophe. Und ich habe den gleichen Namen wie mein Vater, heißt Leo, ich heiße auch Leo. Und die Bibel sagt, wenn du ein bisschen Licht reinlässt in die Dunkelheit, gibt Gott dir eine Offenbarung. Und ich habe plötzlich meinen Zusammenhang in meinem Leben gesehen, wo ich 9 Monate lang keine Ahnung hatte, wieso habe ich meinen Vulkanausbruch. Ich erzähle die Geschichte heute nicht, weil ich einfach gerne Geschichte erzähle. Ich möchte dich ermutigen, du hast auch ein Wort auf dieser Leinwand gehabt. Lies die Bibel. Frag Gott, gibt es einen Bibelvers, gibt es eine Revelation, wo einen Zusammenhang gibt, damit Licht in die Situation reinkommt und du weißt, die Bundenheit hat länger keine Kraft mehr in meinem Leben. Der zweite Bogen, wenn du siehst, Umkehr ist das eine. Jetzt braucht es ja Glauben. Glauben heisst, du machst einen Plan, du machst eine Rechenschaft. Und ich möchte dir heute Folgendes sagen. Ich habe von Gott die Offenbarung bekommen, wieso das so ist. Aber der zweite Teil, einen Plan zu machen, was für mich jetzt heisst in meinem Reisen, habe ich bis heute keine Ahnung. Und ich habe nicht eine Geschichte, die ich euch erzähle, ich habe die ganze Lösung. Ich möchte sagen, man ist immer unterwegs mit Gott. Aber lass dich von dem Licht, lass dich vom Wort von Gott challengen. Lass zu, dass Gott Licht reinbringen kann in deine Minderwertigkeitsgefühle, in deinen sexuellen Missbrauch, in deine Eifersucht, was auch immer das ist. Wenn das reinlässt, das Reich von Gott ist immer stärker als jede Dunkelheit. Und wenn du das Wort von Gott lesest, das Wort von Gott macht uns frei. Es heißt in Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gott schenkt immer eine Offenbarung, damit wir frei werden können. Always. Always. Und darum habe ich am Anfang gesagt, ich ehre meinen Vater nicht, weil er perfekt ist. Ich ehre meine Eltern, weil Gott sie gebraucht hat, um mich auf die Erde zu bringen. Und das ist eher genug. Und ich weiss nicht, was seine Story ist, aber ich möchte wirklich sagen, wenn ein Volk von Gott, wenn ein Kirche nicht mehr das Wort von Gott liest, wenn wir nicht mehr die Bibel lesen, wenn wir nicht mehr zulassen, dass Gott mit seinem Wort meinen Weg beleuchtet, erleuchtet, mir Sachen aufdeckt, woher kommt denn unsere Revelation? Darum, das Wort von Gott verändert unser Leben gigantisch. Und ich bin so dankbar, dass ich 9 Monate daran geblieben bin, das Wort zu lesen. Ist es? Kann es? Denke eine Woche über einen Bibelvers nach. Weil gelesen heisst nicht, ich habe es verstanden. Sondern was will Gott mit dem sagen? Wie kann ich das umsetzen? Und dann wird das Wort von Gott so lebendig. Und du merkst, wie dein Leben und auch das Umfeld wird Jesus ähnlicher. Ich möchte dich einladen zum Schluss am TV-Livestream. Können wir auch die Augen kurz zumachen? Und ich liebe den Moment, die Augen zu schliessen, weil ganz, ganz einfach. Ich glaube einfach, wenn wir unseren Moment nach innen kehren, sind wir nicht abgelenkt von irgendetwas. Und Gebet ist etwas Intimes zwischen dir und dem Gott im Himmel. Aber ich möchte heute zuerst für die Frauen und Männer beten, die noch nie ihr Leben Jesus anvertraut haben. Vielleicht bist du heute da zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum x Mal. Vielleicht hast du den Frieden mit Gott verloren. Vielleicht bist du nicht mehr sicher, dass du die Heilsgewissheit hast. Und die Bibel sagt, wir sind ein Gebet entfernt, dass Jesus dein Herr und dein Erlöser ist. Und ich möchte dich jetzt einfach einladen, wo immer du bist.
dann bet mit mir zusammen. Ich werde einen Satz vorbeten und du kannst den Satz am Platz, wo du bist, in deinem Herzen mitbeten. Als deine Entscheidung. Ich setze mein ganzes Leben auf die eine Karte. Und die heisst Jesus. Jesus, da bin ich. Ich danke dir für mein einmaliges Leben. Ich möchte dich bitten, vergib mir all meine Sünden und Fehler. Und ich brauche deine Vergebung. Ich lege mein Leben in deine Hände. Bist du mein Gott und auch mein Erlöser. Bitte führ du mich. Beleucht meinen Weg. Möge deine schützende Hand über mir sein. Und dein Segen unstoppbar sein. Und die Bibel sagt, wenn du das Gebet betet hast, dir sind deine Sünden vergeben, dein Name ist eingetragen im Buch vom ewigen Leben. Gott sagt, welcome home. Du gehörst zur Familie von dem Gott im Himmel. Ich möchte das alle jetzt einladen. Ich möchte dich wirklich einladen für einen Holy Spirit Moment. Es gibt nichts mehr, was mich so fasziniert, nach x Jahren gläubig zu sein, als der Heilige Geist. Er dient uns in unserer Seele, in unserem Körper, in unserem Geist. Er ist so kraftvoll, er ist so feinfühlig und doch geradlinig, freisetzend, Wunder bewirken in unserem Leben. Und ich danke dir für den Moment, Heiliger Geist, wo mir auf dem Bibeltext vom Galater mir bewusst worden ist, welches Wort oder welche Wörter mich betreffen. Heiliger Geist, zeig dir mir die Wurzeln. Zeig dir mir den Ursprung, warum ich mich so verhalte. Verstehst du, du kannst Früchte nicht ändern. Wenn die Wurzeln neu sind, werden auch die Früchte schön. Ich möchte uns einfach auf so ein paar Augenblicke in der Gegenwart vom Heiligen Geist einfach sein. Und die Bibel sagt, in der Stille hörst du das Flüstern Gottes. Es ist nicht im Sturm, nicht im Donner und Blitz, sondern dem feinen Säuseln, nennt das die Bibel. Da redet Gott. Mir hat das Bild mega cool für die letzten Jahre. Wenn du einen Unfall hast, du hast nachher eine Wunde, der Unfall tut weh. Aber weißt du, was noch mehr weh tut? Den Dreck aus der Wunde zu nehmen. Und das ist genau das, wenn wir das nicht zulassen, dass Gott Sachen offenbart. Er zeigt den Dreck in der Wunde. Und wenn der Dreck, wenn der zuerst rausgenommen wird, der tut mega, mega weh. Aber wenn der Dreck draussen ist, wenn es am Licht ist, dann hat der Dreck keine Kraft mehr. Die Finsternis hat keine Power. 3:1. Dann heilt Gott Wunden. Dann heilt Gott deine Seele, deine Depressionen, deine Laune, deine Gefühle. Alles widerspiegelt sich im Geist von Gott. Ich möchte mit uns heute Morgen in dieser Stimmung bleiben. Es gibt so Sündige, da müssen wir nicht die Stimmung in den Himmel aufnehmen, sondern wir können einfach
vor dem Gott sein. Und ich glaube wirklich, in dem Moment, wo du das zulässt, da wird die Kraft von Gott so echt. Es ist mehr als einfach ein ermutigender Quote oder Zitat. Der Heilige Geist bläst dich an. Mit Heilung. Mit Vergebung. Mit seiner Identität. Möge deine Fesseln im Namen Gottes von dir niederfallen. Möge dein Gefängnis im Namen Gottes aufgehen. Möge deine Bundheit keine Kraft mehr haben, weil im Licht kann es nicht bleiben und bleibt es nicht. Ich rede den Namen von Jesus. Wenn ich so einen Moment drin bin, dann rede ich den Namen von Jesus. Liebe Freunde, es ist nicht einfach ein Name. Der Name, wo Dämonen zittern. Der Name, wo der Teufel vom Himmel gekickt worden ist. Der Name, wo ihr genau weiss, ein Dämon, wenn der Name von Jesus ausgesprochen wird, müssen Dämonen flüchen, müssen Legionen aus den Leuten rausgehen, werden Gefängnistüren geöffnet, werden Ketten gelöst werden. Der Name von Jesus, liebe Freunde, ausgesprochen in der sichtbaren, der unsichtbaren Welt, bewirkt Wunder in unserem Leben. Ich weiss nicht, wie es funktionieren soll, aber ich kenne seinen Namen und ich weiss, dass in seinem Namen ist Veränderung, ist Heilung, ist ein Durchbruch, ist Erlösung, ist Hoffnung, ist auch eine Umarmung da. Jetzt lass uns den Namen von Jesus in deine Situation hineinsingen. Das Licht ist stärker als jede Dunkelheit. You know what? Our next generation should be more educated than us. They should be more equipped than us, more empowered than us. They should be smarter. They should have bigger dreams. See further, go further. That's normal. That's how it should be. Every one of us will ultimately leave what we live. Not just what we do, but the spirit in which we live. Have you ever thought in your own life somebody should do something? The somebody, usually it's you. 5, 4, 3, 2, 1. Let your freedom reign, so chains will break and fear turns into joy. Let your love restore our brokenness, so hearts will come alive. Our God is with us, our God is for us. We'll be victorious. You make us feel it. Habakuk, was für ein crazy Name. Und zwar, ich habe das Buch bewusst geschrieben, weil das Wort Habakuk heißt kämpfen und auch ringen mit Gott, weil Habakuk hatte Fragen an diesen Gott im Himmel, die er effektiv nicht verstanden hat. Und ich habe auch Fragen in meinem Leben, weil ich kann nicht immer verstehen, warum macht Gott, was er macht. Und man hat zwei Arten. Man kann sagen, okay, es hat nicht funktioniert, ich verlasse diesen Glauben an Gott. Oder man macht die Augen zu und man will es einfach nicht wahrhaben. Oder man hat den Habakuk-Stil, man stellt Gott Fragen, bis man durchgekaut hat und Gott hat dir Antworten gegeben. Und dann bekommt dein Leben ein großes Fundament. Und dieses Buch ist genau für die Leute geschrieben, die Fragen an Gott auch mit ihrem Leben haben. Und Habakuk ringte so lange, bis er mit Gott eine Antwort fand. Darum liebe ich das Buch Habakuk.